Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley of Pelzig. Das sind doch schon relativ gute Einnahmen, wie ich finde. Knapp 9.800, fast 10.000 Gold. Das ist doch schon nicht schlecht. Darauf können wir bestimmt gut aufbauen. So, Harveys Geburtstag ist heute. Und in der nächsten Episode übermorgen hat der Zauberer Geburtstag. Heute soll es schneien. Und von morgen wird es wunderschön und sonnig. Also im Wechsel derzeit. Oh, Schokoladentorte. Gibt es einen besseren Weg, die kalte... oh Gott, warum lese ich das Hochdeutsch vor? Gibt es einen besseren Weg, die kalte Winternächte zu verbringen, als sich durch einen üppigen Berg an Schokolade zu buddeln? Mit meiner Hilfe bist du auf jeden Fall auf dem besten Weg, die Feintorte zu schaffen, die du je gesehen hast. Also du brauchst erstmal eine ganze Menge Zucker. Sehr schön, weil Schokoladentorte ist ja etwas, was Abigail liebt. Und ich sollte mich mit Abigail auch etwas weiter hochpowern, wie ich finde. Wir gucken gerade mal, was wir dafür brauchen für die Schokoladentorte. Dann können wir ihr nämlich mal was vorbeibringen. Wir brauchen Weizenmehl, Zucker und ein Ei. Weizenmehl und Zucker dürften wir haben. Das habe ich nämlich ordentlich eingekauft, das Zeug. Jetzt muss ich gerade noch gucken, wo ich das hier gelegt habe. Weizenmehl, jo, und Zucker und ein Ei. Ei holen wir uns gleich. Okay, gut. Dann zu euch. Dort nehmen wir eins von den normalen Hühnereier. Am besten das von der schlechteste Qualität. So. Das 5er Heu holen wir noch. Ja, da holen wir so silbernes Ei dafür. Das ist, denke ich, ganz gut gedacht dafür. Ups, ich will hier Kenny von meinen Tieren abschnetzeln. So, perfekt. Gut. Dann also nichts wie rein mit der Iridium-Eier. Und das Entenei kann noch hin wieder rein. Dann hier nochmal große Melkparty. Der Ingrid, der geht's auch gut. Ich meine, klar, bei 2 Heizungen hier im Stall, das ist schon ziemlicher Luxus. So, du kommst auch nochmal her. Ja, gestreichelt habe ich sie noch nicht. Gestreichelt und gemolken und ich kann dich heute noch streicheln. Obwohl ich dich trotzdem wieder ein bisschen nerv. Aber nee, du hast Milch. Gut. Dann ist dem so. Du reite mit und die kommen auch noch rein. So, was gibt's dann in der Höhle für uns? Nichts. Alles klar. Dann also wieder rein in unser Gewächshaus. Die wachsen alle irgendwie hoffe ich doch majestätisch vor sich hier. Ansonsten ist hier nichts mehr gewachsen. Die Preiselbeere wachsen am schnellsten. So. Wie gesagt, gegossen werden müssen die Bäm, glaube ich, nicht. Aber ich mache es einfach mal zur Sicherheit, glaube ich. So, hier noch. Und weiter geht's. Zack und... Dummkopf. Hauptsache einfach mal drauf gewässert. So, sehr schön. Dann hier noch der Dreier. Dann ist das gut. Und... Genau. Und hier noch. Perfekt. Sehr schön. So, du kriegst trotzdem einfach noch Wasser, weil ich es kann. Obwohl ich mal sicher bin, die brauchen keins. Weil der Grund außenrum ist ja nimmi wie bei den anderen Nutzpflanzen. Insofern glaube ich, dass wir das nicht brauchen. Okay, dann backen wir jetzt noch für Abigail eine Shiny Torte. Und dann geht's in die Stadt. So. Gut, die machen wir doch gleich für Abby. Und dann nichts wie ab in die Stadt. Wir müssen sowieso noch zu Harvey, um dem noch sein Geschenk vorbeizubringen. Der kriegt ja so eine gute Preiselbeerweihe von uns. Ja, ich weiß, ich hätte mit dem Pferd wieder reisen sollen, aber ist jetzt auch nicht mehr so weiter schlimm. Kann ich das hier zufällig pflücken? Nö. Pam geht zur Erwart. Dann schauen wir mal, wie es bei der anderen aussieht. Harvey hat vielleicht noch nicht auf. Ich mag zuerst zur Abigail gehen, um ehrlich zu sein. 4 rote Schleim. Das klingt doch noch um einen Plan für heute. Wir gucken nochmal, wie es hier aussieht. Ist sie in ihrem Zimmer? Ja. So, Schätzel, hier für dich. Ich habe neue Erfolge, aber ich sehe es nicht was. Ich liebe hier so Zeugs. Ah, beste Freunde. Das heißt, ich habe es auf 10 wahrscheinlich. Oh, hallo. Ich habe die 2 Zeichnungen gemacht. Was hältst du denn davon?
Ich mag die Dschungelinsel und den Tiger. Ich mag den Ork mit der Kampfaxt. Genau. Das freut mich. Es ist peinlich, seit Kunst mit anderen zu delen. Aber du und ich sind auf derselben Wellenlänge. Jo, jetzt haben wir die auf 10 auch hoch. Wenn es schneit, müsste ich vielleicht nochmal gucken. Ich bin mir nicht sicher, ob der Typ am Strand steht, wenn es schneit. Aber ich schaue einfach mal. So, Harvey. Hier waren wir ja noch nie drin. In dem Ding hier. Okay, da muss ich mit Harvey befreundet sein. Und bei dem haben wir bisher, glaube ich, noch gar nichts gemacht für die Freundschaft. So, dann ist der für dich, Kumpel. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert. Das freut mich, danke. 2 Herzen hat er kriegt und es gehört zu seiner Lieblingsgeschenke, soweit ich weiß. Ich sag das echt ungern, aber ich verdiene viel mehr Geld während der Grippezeit. Ja, das glaube ich dir. Wenn Leute auf ihre Täten krank zu wären, dann wäre ich arbeitslos. Noch mehr. Versteh mich nicht falsch. Ich will, dass die Leute gesund sind. Wirklich. Ja, aber es ist halt dein Verdienst. Das ist so. Muss dich ja auch nicht entschuldigen davor, Kerl. So, wir flattern erstmal ein bisschen noch fleißig Müll. Sollte man halt nur nicht machen, wenn Leute in der Nähe sind, weil etliche finden das ziemlich ekelhaft. Ich glaube, nur unser Container King Linus ist da auf unserer Seite. Antikes Gefäß aus Keramik wird benutzt, um trockene und nasse Güter zu transportieren. Okay, das haben wir schon an die Archäologe gespendet. Steht mich als Freie, wenn unser Keramikamphore wirklich so gut aussehe, Deten. Und das war wahrscheinlich ja die Hacke, die du reingekloppt hat, weswegen die etwas arg schlache ist. Kann passieren. Oh, das sieht aber auch gut aus. Jamborit. Alles klar. Gehen wir doch gleich mal weiter an unseren fleißigen Archäologe. So. Das ist für dich. Belohnung gibt's Kenny. Alle hopp. Dann gehen wir jetzt erstmal an den Strand, weil ich gucke will, ob da bestimmt die Person sitzt, auf die ich warte, die man nur bei Regen und Gewitter am Strand findet. Aber irgendwie glaube ich nicht so wirklich dran, dass wir den Hansel jetzt finden. Wir gucken trotzdem einfach mal. Bei der Gelegenheit können wir genauso gut einmal die Krabbereuse checken. So. Elliot ist hier. Ah, was geht denn bei dir? Ist halt heute wirklich der Bodenschrubber. Ich glaube, es bilden sich langsam Algen. Nimmst du hier und wieder Zeit fürs Putzen? Ich doch immer. Wie sieht's denn eigentlich hier aus mit... Weil man dann Elliot... Oh, der kann uns eigentlich überhaupt noch nicht leider. So. Das machen wir doch gleich. Dann schauen wir mal, ob die bestimmte Person, die ich suche, da ist. Wir hätten vielleicht im Vorfeld schon was holen sollen. Da kostet uns, glaube ich, auch 5000 Gold. Und ist er da? Nö, unser Kumpel ist leider nicht da. Das müssen wir dann erst im Frühling machen. Bis dahin sollte ich dann aber auch versuchen, die Beziehung zu Abigail bei 10 Herzen zu halten. Dann kann man nämlich ab nächstem Jahr wirklich heiraten. Wäre gar nicht mal so verkehrt. So. Dann ab mit uns in die Mine, um 5 rote Schleim zu erlegen. Dann schauen wir mal, dass wir uns einfach bis weiter Richtung Grund durchboxen von der Mine. Meines Wissens nach haben so 120 Ebenen die Mine. Und wir gucken einfach, dass wir das noch ein bisschen geregelt kriegen hier. Bei 105 sind wir. Ah, da sind sie ja gleich schon die ganze Widerlinge. Sehr schön. Ey, so. Okay, 3 von 4, perfekt. Die Gelegenheit können wir gleich noch nutzen, um da ein bisschen Stäh abzuschlagen. Und da ist noch mehr Viehzeugs, perfekt. Weil Schattenessenz und Solaressenz können wir auf jeden Fall für den Zauberer aufheben. Der steht da total drauf, das ist so dem sein Lieblingsgeschenk. Was man ihm machen kann. Sehr schön. Zwergenschriftrolle 3. Das kann ans Museum. Perfekt. Ja gut. Sieht wohl so aus, als gäbe es hier nämlich großartig mehr zu machen. Dann müssen die Mine wirklich immer noch ein bisschen warten. Wir hatten noch eine Omnigeote, wenn ich das richtig sehe. Die könnte an unseren Zwerg noch gehen. Der steht da nämlich auch voll drauf.
Nyan, unhu sola soa masi, imas nyanyon, nya ui, aui, hui. Okay. Finde ich mindestens. Et lypjom is ein pimet, mord ptos pusois, unten ut bären pospi örndusen. Ja, da bin ich voll auf deiner Wellenlänge. Aber dann verstehen wir leider erst, wenn wir alle Zwerge-Schriftrolle an das Museum gespendet haben. Deswegen ist es gar nicht mal so verkehrt, Stunde mal ein bisschen vorzubeugen und hier noch ein bisschen Zeug zu spenden. So. Genau, die gehen hier. Perfekt. Sieht doch gut aus. Okay, was kriegen wir jetzt? Jetzt kriegen wir ein Skelett als Möbel. Geil. Du. Okay. Irgendwas anderes wollte ich noch machen. Jetzt erstmal zurück zum Hof. Mit Abigail haben wir uns gut gestellt. Gewitter kann es im Winter, glaube ich, nur sehr selten geben. Und ansonsten müssen wir warten, wie es im Frühling dann aussieht. So. Müll. Reihe. Diverse Krustrei. Faser. So Zeug müssen wir abgeben. Okay. Schleim und Harz. Gemischtes Saat war noch hier irgendwo, genau. Dann können wir reinschmeißen. Den ganze Quatsch. Gibt alles gutes Geld. So. Kohle kommt noch rein. Da können wir bestimmt auch noch hier ein bisschen was reißen, was die Milch angeht. Ja, genau. Das habe ich mir doch schon gedacht. Deswegen nichts wie Reide mit. Leverwurst braucht auch noch was. Dass unser armer Hund hier nicht wegstirbt. So. Diamant könnte man endlich mal gebrauchen fürs Kristallarium. So, Zeug und Zeug. Things and Stuff. Und das Skelett macht sich doch bestimmt perfekt hier in unserer Küche. Perfekt. So. So sieht es doch gut aus. Alle hopp. Durchweg ich die Zeitung, können wir bestimmt auch noch irgendwann gebrauchen. Das Whoop ist eventuell für die Recycle-Maschinen. Genau. Ah, endlich. Eisenerz. Super. Dann können wir nämlich gleich mal hier auf 5 machen und das. Dann können wir nämlich noch einen Eisenerzbacher machen. Und dann hätten wir wieder genug Rohstoffe, um unser Hacker abzugraden. Sehr schön. Das war das, was ich machen wollte. Und ich glaube, wir können auch nochmal in den Stäbbruch gehen, um einfach mal gucken, was da abgeht. So, wieder 2 von Denner. Sehr schön. Einfach mal regelmäßig wieder Preiselbeergelee machen. So, dann sie macht Feierofen. Und wir gucken nochmal im Steinbruch einfach eine Runde vorbei. Ah, da hätten wir jetzt auch wieder hier ein bisschen was kriegt von Eisenerz. Gut. Golderz ist auch noch mit dabei. Ach, sehr schön. Okay. Jo, wie viel Gold haben wir dann? 4er. Schauen wir doch gerade, dass wir möglicherweise da noch ein bisschen was reißen können. Und ob wir uns nicht noch einen Eisenbacher machen könnten. Mit 4 und noch einer im Sack dürften wir eigentlich genug Cover dafür. So, das heißt, wir holen uns erstmal 2. Ansonsten, wie viel Golderz haben wir dann parat? Sieht nicht so aus, als hätten wir Golderz noch parat. Dann machen wir das halt durch Reihe. Dann kann das wieder weg. Und wir machen einfach noch ein bisschen was. So, perfekt. Schön, schön, schön. Läuft. Genau, da war nix. Ansonsten müsste ich... Ja, genau, das war 8 gemacht. Ja, das Zeug kommt dann später nochmal in die Kasserei. Ansonsten, genau. Reisewaage könnte ich nochmal gucken, ob irgendwas Cooles da ist. Und dann war es das eigentlich auch mit dem Dach wieder. Unser ganze Kram haben wir erledigt, unser Daily Business. Reisewagen. Reisewagen. So, was habt ihr dann das mal? Kohl, Salat, Höhle, Karotte, Ahornsamen. Nee, das ist das mal nur Quatsch. Walnusskommode. Ach Quatsch, Sammler, Vogelscheuche. Die nehmen wir.
Die kostet zwar einen Arsch voll, aber die nehmen wir auf jeden Fall. Gut, 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 gut. Schön die Sache. Ansonsten sollte ich vielleicht ein bisschen Geld sparen, dass ich noch einfach mehr habe, falls es wirklich was Ernstes gibt. Und auf die Wutz muss ich sowieso ein bisschen hier sparen noch. Stäbe brauche ich. Ach, irgendwie jeden habe ich das Gefühl. Deswegen klatschen wir mal das weg. Und da ist auch noch was drin. Was ist dann hier drin? Ein rostiger Sporn. Igitigit. Den haben wir aber auch schon am Museum mal gespendet. Apropos Igitigit. Hier haben wir auch noch was. So, komm her, du. Der Eichenharz. Da ist noch Stoffballen. Das heißt, wir können unser... Ah ne, das war die durchweichte Zeitung. Perfekt. Wie man aus durchweichter Zeitung Stoff macht. Interessant. Dann kommt hier noch das rein. Ansonsten, wo habe ich da meinen Stoff versteckt? Hornochse. Wo ist mein Stoff drin? Ist der zufällig... Ja, der ist hier. Dann gucken wir noch, dass wir das Ding hier reinschmeißen. Und da gucken wir noch, dass wir die Sammlervogelscheuche noch benutzen. Genau. Können wir nämlich gleich mal an der Stelle machen. Da ist die Reihe bis auf einer fast schon komplett. Super. Das sind so die Halloween-Dinger. Finde ich auch ganz gut, dass die beisammen sind. Ja, heben wir sie doch einfach mal auf. Gut, ansonsten könnte ein Eisenbacher, ne, ein Käse ist gut, aber vielleicht, ach, jo, beide Eisenbacher, sehr schön. Finde ich eine gute Sache, dann können wir mal unser Kupferhacker mal reinschmeißen, dann müssen wir halt erstmal ein bisschen auf die Artefaktplätze verzichten. Da holen wir uns noch den, das kostet alles mal wieder natürlich Geld, 5000 kostet, aber ich bin mal gespannt, was wir das mal an Einnahmen machen, deswegen nichts wie ab in die Fall und dann schauen wir mal, genau, flöt, wie es morgen aussieht. So, an Einnahme haben wir gekriegt. Hat uns fast 800 Unterschied, hat uns fast das Upgrade bezahlt, aber es hat uns auf jeden Fall unser Vogelscheuche gekauft, die ich mal geholt habe. Gut, da ist erstmal nichts mal wieder. Genau, Harvey war gestern. Und morgen ist dann, also in der nächsten Episode, ist der Zauberer dann dran. Lebe vom Land. Die Folge geht um Geode. Geode sind hohle Stäbe, die sehr oft wertvolle Mineralien enthalten. Ein Schmied kann sie dazu einen gewissen Preis aufknacken. Es gibt verschiedene Geode und jeder einzelne davon produziert eine andere Gruppe an Mineralen. Seltene Omnigeode jedoch kann jede Art von Mineral beinhalten. Jo, warum nicht? Porsche den mal wieder kriegt. Ackermann, ich geb da den Rotschloch, weil ich dich mag und will, dass du in Pelikan bleibst. Wenn der Tag kommt, an den jemand heiraten wird, muss der Person mehr Jungfrauen-Amulett geben. Keine Angst, jeder in Pelikan versteht die Bedeutung von dem Amulett. Es ist eine alte Tradition in der Region. Viel Glück, Louis. Okay, jetzt kriege ich noch Heiratstipps von dem Typ. Hallo Ackermann, du bist so ein guter Nachbar, da habe ich mir gedacht, ich sende da ein bisschen Tierfutter, um dich bei der Arbeit zu unterstützen. Mach weiter so. Perfekt. Okay, habe ich das jetzt nicht aufgenommen? Ja, 30 Heu hätte ich mal vielleicht eigentlich nehmen müssen. Dummkopf. Guck mal, Morei. Ob ich die gut geschrieben gekriegt habe, die Dinger. Bei unserer Fledermaus sieht soweit ganz lustig aus. Nee, die habe ich nicht gut geschrieben gekriegt. Die habe ich jetzt verdummbeidelt. Schön. Gut, dann nochmal hier die Melkkolonne. Na, so. Einfach nochmal alle Tiere abmelken, die wir haben. Große Ziegenmilch auch wieder. Ja, die ist immer noch ein Baby. Okay. Gut. Lauf doch soweit. Dann machen wir doch einfach mal die Ziegenmilch noch vorne. Und die 2 Iridiummilch, die packen wir noch dorthin dran. Dann kümmern wir uns doch um die Eier. So. Aber dann ist eh nicht so schlimm. Die müssen wir ja nicht melken, die müssen wir nicht direkt dran. Die hinterlassen ihre Produkte ja hier die ganze Zeit auf dem Weg. So. Die sind immer gefüttert. Perfekt.
Das fuchst mich jetzt. Wenn wir jetzt wirklich schon 30 Heu gekriegt hätten, ist das eigentlich echt bitter. Okay, Reihe und Reihe. Dann brauchen wir die, um sie dort rein zu klatschen. Na. Und dann brauchen wir noch 2 Iridium-Eier für dort. So, rein mit euch. Und da haben wir noch ein goldenes. Das klatschen wir auch noch rein. Und eine Hühnerstatue mal wieder. Ja, das kennen wir schon. Gut. Dann Reih und Reih. Kupfer, die Eisenbacher brauchen wir noch. Heute war nix, ne? Gerade mal gucken. Genau, heute war nix. Alter Falter, schon total durch wieder. Dumm. Ich wollte noch bei der Kiste gucken, ob irgendwo mal Heu gelandet ist, möglicherweise. Nee. Nö. Scheiße, das Scheiße, Herr Para, das habe ich offensichtlich verschwendet. Kacke. Tut mir leid, das hätte ich eigentlich lieber gern genommen, das Zeug. Naja. Dann noch hier ein bisschen Gießer und dann gehen wir wieder in die Stadt. So, einfach weil ich es kann. Weil ich so ein toller Hecht bin, machen wir das so. Und hier ist noch nicht gut. Okay. Dann gießen wir noch zuallererst mal die Reihe durch. Damit wir das gemacht haben. So. Und so. Genau. Dann immer fleißig weiter durch. Und weiter. Boah, Alter, diese Hitze ohne Scheiß, wenn es morgen schon über 30 Grad hat. Ich nehme jetzt hier gerade auf, es ist 10 vor 11 morgens. Und ohne Witz, wenn es jetzt schon einfach über 30 Grad hat, welcher Widerling hat dann das Sommer erfunden? Das tät mich mal interessieren. Und nee, bevor es heißt, was bist denn du für ein Blödmann? Es war ein Scherz, so nebenbei. Im Mittelalter gab es, glaube ich, diese lustige Theorie, die in Theologie auch immer gelehrt wurde, dass nur Gott die Jahreszeiten natürlich erschafft und dass Gott dafür sorgt, dass im Winter alle Pflanzen, bis auf die er sich halt in seiner Weisheit ausgesucht hat, dass nur die weiter existieren, sprich alle Nadelbäume, und alles andere, was halt soweit nicht grünt, das ist von Gott bewusst so gemacht worden, dass das so passiert, und jeden Frühling erweckt Gott dann die Natur wieder zum Leben, und das muss dann natürlich durch christliche Feste gefeiert werden. Also selbstverständlich aus heutiger Sicht der absolute Ultrakäse, aber der Leid hat es anscheinend geholfen. Die hätten dort damit sehr gut umgehen können, dass dem so ist. Ach, es muss irgendwie manchmal echt schön sein, wenn ich mir das so vorstelle, in so einem Aberglaube total drin zu hängen. Irgendwie muss das was Befreiendes haben. Für mich ist ja generell Religion irgendwie ein bisschen einfach nur eine Verschriftlichung von Aberglaube. Eine kultische, verschriftliche Form von Aberglaube ist für mich Religion. Und irgendwie muss das was Befreiendes haben, finde ich. Wenn man einfach nicht selber nachdenken muss. Und wenn man einfach nur sagen kann, das ist so, weil Gott oder diverse Götter das so machen. Irgendwie muss es toll sein, nichts zu hinterfragen. Auf der anderen Seite ist es auch extrem traurig, wenn man im Leben nichts mehr hat zum Hinterfragen, sondern alles auf seine Religion schiebt. Naja, das ist so eine Sache für sich. Genau, 5000 und die Stahlspitzhacke kann er machen. Super. Dann ich dann muss sagen, wir gehen jetzt nochmal in die Mine rein. Und heute machen wir das mit ein bisschen mehr Erfolg. So. Okay. Wir haben ja sonst nichts zu tun heute. Deswegen finde ich, dass wir heute auch ein bisschen mehr erforschen gehen könnten. Einfach mal gucken, was doch hier so einfach mal abgeht. So, weil die Mine hätte ich nämlich ganz gern auch noch im Winter irgendwie abgeklärt. Und da habe ich schon ein bisschen mehr als die Hälfte jetzt schon verdummbeitelt, dass ich in der Mine nicht weiterkomme bin. Aber ich mag eigentlich bis auf die unterste Ebene kommen, sobald der Winter noch läuft. Weil im Winter haben wir einfach ein bisschen mehr Zeit für so einen Kram. So, komm her.
Also ich muss sagen, manchmal hat sich das echt schon gelohnt, dass ich hier auf Crits gegangen bin. So. Einfach noch ein bisschen umgucken, ein bisschen Stäbbrecher, weil die brauchen wir sowieso, die Stäbe. Wenn wir unseren Luxushinkelstall bauen wollen, dann brauchen wir hundertprozentig, ach, Alter, brauchen wir hundertprozentig, ach, den Kruscht. Oh, scheiße. Nein, scheiße. Fickdreck. Nein. Ackermann, warum? Ich hab dich ohnmächtig in die Mine gefunden, du hast dich erst vorbeikommen bin, dann passt beim nächsten Mal ein bisschen besser auf, okay? Scheiße. Ja, ich muss mal wohl ziemlich stark den D-Zag schlagen, aber ich habe eine komplette Filmpresse über die letzte C-Ebene von der Mine, nein! Ich habe wohl auch 600 Gold und Gegenstand aus meinem Rucksack verloren. Nein! Was habe ich denn verloren? Schau mal gerade mal. Die Gießkanne ist noch da. Goldspitzhacke ist da. Die Goldaxt ist da. Die Sens ist da. Der Melkkübel und die Schofschere. Okay, das Zeug ist auch noch in Ordnung. Ja, da habe ich Ster oder nee, Ster habe ich. Ach, irgendeinen Scheiß habe ich verloren. Alles Wichtige ist auf jeden Fall da. Die Hacke wäre ja hier gewesen, aber da kamen die Fasernreihe. Köder ist noch dabei. Müsli-Riegel. Okay. Aber das ist halt heftig. Jetzt sind wir wieder auf Ebene 95 zurückgegammelt. Alter Falter, das war bitter. Das war richtig, richtig ranzig gerade. Das heißt, wir petzen uns jetzt wieder hoch. Schnabulieren was, dass wir unsere Gesundheit wieder hochpushen. Und dann geht's weiter in die Mine. So, Scheißendreck. Was haben wir dann, was richtig viel wieder herstellt? Dann nehmen wir uns jetzt 5 Moldo Fu. So, der Kram kann alles hier rein. Ja. So. Wir schnabulieren uns jetzt erstmal hier die Preiselbeererei. Ja, Petzelerei, Ackermann. So. Noch einmal. Okay, dann nichts wie ab wieder rein in die Mine. Ich will wenigstens hier wieder aufholen. Das kann's nicht sein. Das kann's nicht sein, wie peinlich. Okay, in die Stadt. Ich will noch die Geode geknackt haben, die wir noch hin. Ist das peinlich? Ah ja, der schafft hier noch an der Stahlhacke, klar. Alter Latz, sorry. So kann's aussehen, wenn man einfach wie ein richtiger Vollhorst da rennt. Und einfach nichts checkt. So. Ich bräuchte eigentlich auch dringend mal bessere Verteidigung, bessere Panzerung. Aber dafür ist auch gerade Geld da. Scheiße. Eigentlich wollte ich bis 110 mindestens runterkommen. Aber ich glaube, ich bin ganz froh, wenn ich heute wieder bis 105 komme. Deswegen renn. Golderz haben wir hier wenigstens noch ein bisschen was. Ne, keine Zeit davor. Das muss jetzt fix gehen. Ja, mach's doch einfach auf das dappische Fass. So. Stäbe brauchen wir trotzdem. Und weiter. Ich will jetzt mindestens wieder auf Level 100 kommen. 105 wäre auch nicht verkehrt, wenn das irgendwie machbar wäre. So, also einfach nur schnell runter. Gut, Golderz. Aber ich glaube, 2 Schleime waren etwas zu heftig für mich. Dann halten die auch noch echt nicht schlecht aus, die Biester. So, weiter. Hopp. So. Gut. Dann hier, ach. So. Komm schon, Ackermann. Vorher lief's doch ganz gut. Vor mein Filmriss und bevor mich der freundliche Vagabund rausgezerrt hat, der anscheinend aber auch bis tief in die Mine geht, wenn er mich da gefunden hat. Das ist vielleicht auch eine Information, die wir uns mal merken sollten. Dass der Typ durchaus auch so gewisse Abenteurer hat, so ein gewisser Abenteurer ist und so ein gewisser Abenteurerdrang hat. So, komm schon. Ich
Ich will doch einfach nur runter. So. Das machen wir gleich mal auf. Bleiroute haben wir da noch gefunden. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Quatsch hier. Okay, weiter. Oh, komm schon. Ich zerr mal noch so eine Reihe. Einfach damit wir noch ein bisschen weiterkommen hier. Damit unsere Gesundheit und unsere Ausdauer wieder aufgefüllt sind. Wie einfach hier partout keine Treppe erscheinen will. Ich wär bekloppt. Ich kotze im Oktagon. Da ohne ist ja die Treppe. Alter Falter. So. Komm schon. Runter. Die Mistviecher, die habe ich extrem unterschätzt. Diese Kotzeviecher haben dafür gesorgt, dass unsere Verteidigung so am Arsch war, dass sie uns hier locker über der Haufe gekackt haben. Meine Fresse. So, das ist irgend so Vieh. Nix wie weiter. So. Wieder schnell auf unser Schwert wechseln. Thermalstiefel, was bringen die dann? Verteidigung und 2 Immunität? Nee, da ist das besser. Okay, weiter. Zum Glück halten diese Medizinmann-Verschnitte nicht besonders viel aus. So, weiter. Alter Latz. Ich sag's euch. Schnell noch der Pilzabstaber. Alle Stähe hier sind kostbar. Jetzt hat er mich wieder verhext, der Sausack. Okay. Geht wieder mal Verteidigung in den Keller wegen dem Scheißvieh. Gut, leck mich doch am Arsch. So. Kann ich mich gerade mit besuchen, wo Kasun hier scheint. Dann Schleim, solange ich sie alle habe und sie in die enge Ecke drängen kann, ist alles cool. Gut, immer weiter. Jetzt sind wir wenigstens wieder bei 100. Okay, gut. So, weiter. Hier wimmelt's von Monster. Monster vor allem. Hier wimmelt's vor Monster. Das heißt, da müssen wir nur in Anführungszeichen alle Viecher kaputt schlagen. Und dann läuft die Sache. Dann müsste die Treppe erscheinen. Ja, das ist wohl der Ultra-Blob gewesen. Ja, also auf Ebene 105 schaffen wir es wahrscheinlich wieder heute. Hoffe ich doch. Ich bin jetzt einfach mal so optimistisch und sag, wir packen das. So, komm schon. Treppe erscheint. Nein. Komm schon. Ja, sehr geil. Gut, jetzt muss ich halt einfach noch Flitze gehen. Gut. Ja, auf mit deinem Misto, du Sausack. So, grad für das. Gut, runter. Dann schaffen wir wenigstens die 105 noch mal. Dann haben wir zumindest mal keinen Verlust gemacht. Im Gesamtbild. So, du scheiß Medizinmann. Verhexer, Mistsau. So. Preiselbeer. Zwirbelsalerei, Ackermann. Und weiter. Okidoki. Hey. Ich glaube, es hackt. I think it hacks. So. Nee. Mir egal. So, jetzt sind wir wieder bei 105. Dann haben wir immerhin nichts versäumt. Das heißt, wir können uns am nächsten Tag eigentlich wieder hocharbeiten. Gut. Oh, das C-Herze-Event von Abigail, natürlich. Sehr schön, dass wir das auch nochmal ausgelöst kriegen. Sie will anscheinend in die Mine. Guckt, was da los ist. Und, erschreckt sich und kichert sich Anna. Oh je. Das waren wohl ein paar Fledermais zu viel Fasser. Ja, Held Ackermann kommt natürlich sofort her. So, bist okay, frage ich mal. Schnief. Ackermann, mir geht's gut. Wächst, ich habe mich jetzt schon länger im Schwertkampf geübt. Und ich war fest entschlossen, halt endlich in die Höhle zu gehen.
Aber ich hab Angst gekriegt. Ich kann's nicht machen. Ich bin wohl nicht so mutig, wie ich gedacht habe. Ja, okay, das ist natürlich das, was sehr viel Freundschaft macht. Dann, bin ich mal so ein bisschen softy. Wenn du etwas zu verlieren hast, ist es normal, Angst zu haben. Ackermann, ich mag dich wirklich. Und nicht nur freundschaftlich. Du weißt schon, oder? Ja, wir sind schon seit längerer Zeit ein festes Paar. Ich kann nicht glauben, dass ich das wirklich sage, aber ich kann es mir für mich behalten. Mir geht's schon länger so. Du musst gar nichts sagen. Lass uns einfach ein bisschen hier bleiben. No. Wie romantisch hier in der Mine, nachdem hier Fledermaus-Attacke kam. Ach, ist das schön. So, das heißt, wir gehen jetzt erst nochmal wieder zurück zum Hof. Haben das C-Herze-Event mit Abigail noch ausgelöst, was ich persönlich auch sehr cool finde. Und dann könnten wir auf jeden Fall demnächst nochmal im Frühling, vor allem demnächst, könnte man dafür Sorge tragen, dass wir bei dem Typ am Strand, wenn es gewittert, dass wir dort unser Amulett kaufen und dass wir uns mit Abigail verloben. Bin ich definitiv sehr stark dafür. So, hier haben wir noch jede Menge Kruscht. Fledermausvögel können Achrei, Weißalge ist ja uninteressant. Die können Rei, das kann Rei. Und da behalte ich einfach mal just for fun für den Zauberer, weil ich weiß, dass das so seine Kategorie Lieblingsgeschenk ist. Bleirute sollten wir demnächst mal, und das hier sollte man demnächst bei der Abenteurergilde noch verkaufen. Haben wir irgendwo noch Platz für das? Dann hebe ich hier gerade noch den violette Pilz auf. Gucken gerade mal, ob die Höhlekarotte noch irgendwo reinpassen. Nee, ich wollte hier eine rote Truhe. Nee. Na, vielleicht, ja, dann vielleicht hier. Okay, die Weißalge hatten wir auch noch irgendwo drin. Nee. Hier irgendwo? Dann machen wir sie einfach mal durch rein. Gut, dann bleibt nur noch die Omnigiode für Clint. Der Amethyst, den schenke ich Abby. Aber einer brauchen wir frei. So. Okay, lassen wir den Kram jetzt einfach mal so ein bisschen etwas wild hier liegen. Und ich dir sage, ihr liebe Leute, wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig, wo wir dann auch den Geburtstag vom Zauber Rasmodius feiern werden. Aber erst am zweiten Tag von der Episode dann übermorgen. Ja, heute wollte ich eigentlich die Mine noch ein bisschen erkunden, aber tja, ich habe halt mal wieder aufgeholt bis zur Ebene 105. Morgen gehen wir das mal wieder wie ein richtiger Profi an und holen uns noch was zum Heilen mit. Würde ich gleich sagen. Also ich würde schon mal sagen, wir machen das schon mal gleich. Dass wir hier von einer Preiselbeere, die sind echt nicht schlecht, gleich mal 5 mitnehmen. Wir hängen ja ständig Preiselbeere in der Mache, insofern die sind nicht verkehrt, die Dinger. Gut, dann bis übermorgen wieder, ihr liebe Leute. Ayan Yankee.